habe ich die mal ein bisschen arbeiten daheim. Ich bin jetzt gerade von der Arbeit heimgekommen. Und da geht es dann natürlich auch weiter Geschirrspüler ausräumen, das ist auch ganz wichtig. Also man hat immer ein bisschen was zu tun, das ist normal, aber das schaffen wir auch. Meine Frau schafft es natürlich auch nicht, weil die auch arbeiten ist. Meine Tochter muss auch wieder arbeiten. Ja, und so hat man immer wieder ein bisschen was zu tun. Aber ich kriege mal alles im Griff. Ja. Aber viel ist nicht drin. Viel haben wir nicht drin im Geschirrspüler. Ich bin der Meinung, da hat meine Frau schon einen Teil raus. Das ist also wenig. Glaubt man gar nicht, was da am Tag so zusammenkommt. Aber mei, gehört auch gemacht. Ist halt so. Wir werden es überleben. Das war's eh schon wieder. Fertig. Ja, das sind so die alltäglichen Arbeiten. Dann habe ich heute noch Physiotherapie, 18:30 Uhr bis 19 Uhr. Und dann muss ich nochmal auf Transtor fahren, muss meine Tochter abholen. Die hat heute den ersten Arbeitstag wieder. Hat jetzt Urlaub gehabt. Und somit ist jeden Tag ja viel lang. Auch der Hund, der Pferde möchte auch was. Ja, das sind so Trockenfutter auf Lammbasis, weil er recht hart. Und wo Lamm enthalten ist, ist für den Hund sehr gut. Dann geht es, ja, wenn er sich viel hört, das geht dann mit der Zeit wieder weg. Das ist also Spezialfutter. Und damit der Hund, wenn er dann hinterher rumspielt, keine Magenverdrehung kriegt, tue ich das immer ein bisschen einweichen in heißem Wasser. Lasse das ein bisschen ziehen. Und das ist sehr gutes Futter, das mag er ganz gern. Ja, der wo im Hintergrund da draußen quatscht, das ist mein Graupapagei, der Iago. Den werde ich dann auch irgendwann einmal näher zeigen. Genau, so ist es. Also Hundefutter für Hunde, die wo sehr viel Haare verlieren, Lammfleisch, also getrocknet. Und da ist noch mehrere Getreidearten drin und die führen fürs Fell den Stoffwechsel. Kann ich nur empfehlen. Na gut. Fertig. Jetzt gehen. Ja, am Anfang ist er ein bisschen heikel. Der wird das meistens ein paar Minuten später. Jetzt muss ich noch ein bisschen draußen stehen. Aber irgendwann kommt er. Frisches Wasser kriegt er natürlich auch noch.
wieder nicht. Da, der Futter. Ja, soll es da nicht liegen werden. Mal schauen einmal. Ein Nudelsalat da ist, den hat meine Tochter gestern gemacht. Leckeren Nudelsalat. Oh ja. Der schaut natürlich auch noch ganz gut aus. Ja. Ist immer gut, wenn es dann ein bisschen einen Rest gibt. Dann ein bisschen was raus. Noch ein bisschen was futtern, bevor es losgeht mit der Physiotherapie. Ja, meine Tochter kocht ganz gut und Nudelsalat macht sie immer sehr gut. Nudeln, ein bisschen Leberkäsewürfel drin, Champignons, Karotten, Erbsen. Ja, die lässt sich nicht mehr was einfallen. Da ich selber fast nicht mehr zum Kochen, weil meine Tochter recht viel gern kocht. Aber ich möchte ihr den Spaß auch lassen. Folie drüber. Nudelsalat ist halt der Nachteil, der muss dann wirklich irgendwann weiter, bevor er sauer wird. Aber der ist gestern erst gemacht worden, der ist nicht ganz frisch. Vielleicht nichts. Was der Papa nämlich gern mag, ist immer noch ein Spritzer Essig rein. So. Verwischen. Der ist jetzt richtig vollgesaugt, wenn er da in der Nacht drin steht. Aber Nudelsalat ist immer lecker, genau wie ein Reissalat. Na gut, ich wünsche euch einen guten Appetit. Also ich lasse mir es jetzt schmecken, aber ich wünsche euch auch einen guten Appetit, wenn ihr Feierabend habt. Und es ist immer praktisch, wenn irgendwas übrig bleibt. Resteverwertung. Ja, genau. Also freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist einmal so ja, das Leben ein bisschen in der Küche. Aber mehr Zeit habe ich nicht. Und ein bisschen Schlicker Kirschlikör. Den trinke ich bloß ich. Echt lecker. Kirschlikör. Für mich gelang der. Na gut, danke fürs Einschalten. Helmut, während der Filmschule und sehen wir uns wieder bis beim nächsten Video. Okay? Also, Servus.